Moin, hier aus der Bahn, einen schönen Gruß. Ja, Hamburg, vielen Dank für den fantastischen Abend gestern im Kaiserkeller. Es war sau heiß, beste Stimmung, mega geil. Wir freuen uns schon tierisch auf nächstes Jahr. Ja, ich sitze hier in der Bahn auf dem Boden zwischen den Waggons, hab's mir ein bisschen bequem gemacht, war einfach ein bisschen voll. Mal sehen, was der Tag so bringt. Bremen, wir freuen uns. So, jetzt bin ich hier neben der Steff in der Bar. Ich habe sie alle gefunden. Und hier ist auch Chrissy Boy. Hi! Wird so richtig platzmäßig heiß. Yes. Hey! Wir sind in Bremen. Wir sind in Bremen. Wir machen jetzt mal eine kleine Stadtführung. Und Stadtführung ist immer langweilig. Hier sind wir gerade in der schönen Wirtschaftsstraße. Ich will einen Kaffee. Ich würde auch mal einen Kaffee trinken. Das Schöne an Bremen ist, die Wege sind nicht so furchtbar weit Ich wollte hier. sagen, da sind wir einiges gegangen Ja. jetzt. Ne? Und direkt aus der Böttcherstraße raus. Die Böttcherstraße ist aber sehr zentral. Können wir uns jetzt einmal umdrehen. Das ist das historische Rathaus. Ja. Das historische Rathaus ist Weltkulturerbe und ja, ein großer Publikumsmagnet. Also Deutschland wirbt auch mit diesem Rathaus. Wie man aber auch hier sieht, ist ähnlich wie bei uns beim Dom. Es muss natürlich auch immer wieder saniert werden. Hier könnt ihr den Roland sehen. Der Roland. Das ist der Roland. Hallo Roland. Der Roland. Einen großen Kopf hat er. Ja, der ist vor 650 Jahren ist der Roland. Damals war er noch aus Holz, ist der abgebrannt. Und jetzt steht er hier aus Stein. Und was fällt euch an diesem Roland ganz besonders? Der hat ganz spitze Knie, sehe ich gerade. Ja, Sofort. direkt. Super, perfekt. Und die Spitzen an den Knien, das ist eine Maßeinheit und das steht für eine Elle. Und damit haben damals, also dazwischen, diese Entfernung, das war eine Maßeinheit. So konnten die halt schnell ausmessen. Ach, und ja. das war früher diese Holzfigur und dann konnte man hier ausmessen. Immer, genau, dann war hier der Markt und dann wird dann immer schnell ausgemessen. Wir gehen weiter. Jetzt kommt das besondere Highlight, natürlich bekannt für Bremen. Kommen wir mit. Bremer Stadtmusikanten, natürlich. 4 Stück an der Zahl. Das Besondere an den Bremer Stadtmusikanten, was keiner weiß, die sind eigentlich nie bis Bremen wirklich gekommen. Nee, die sind irgendwo, keine Ahnung, im Vorort von Bremen sind die gelandet und haben einen Hof gefunden, den fanden sie eigentlich super. Der Dominik alles weiß, ich bin total beeindruckt. Danke. Ich habe ein paar Leichen im Keller. Oh. Ja, kommt mal mit. Oh nee. Wir können Leichen sehen. Das ist der Bremer Bleikeller. Nee, steht Und nur Bleikeller. das Besondere an dem Bremer Bleikeller ist, damals, als der Dom neu gedeckt werden musste, ist irgendwann mal ein Dachdecker vom Dach geflogen. Den haben sie aber nicht gefunden, erst nach ein paar Jahren. Und als sie den gesehen haben, dachten sie, oh, der sieht aber genauso aus wie vorher. Was ist denn mit dem passiert? Und in diesem, ja, hier irgendwie in diesem Keller war damals wohl, also diesen Schacht, in der reingefallen war so ein gutes Klima, dass der wie mumifiziert wurde, also quasi super erhalten worden ist. Kann man jetzt hier sehen? Also es kostet 1,50 Euro, glaube ich, der Eintritt. Danke, das sollte reichen. Nicht. Oder genau. Ja. Geborene von Mirius, die Frau des Was konserviert denn so Menschen? Die haben sich auch freiwillig dafür gemeldet, oder? Ja, Das ist ja auch ein Beitrag zur Wissenschaft. Aus Bremen stammen die weltbekannten 50 Pence, die wir hier auch noch ganz herzlich grüßen. Herzlichen Gruß! Die waren ja vor 2 Jahren bei uns im E-Werk damals. Kann Mut löft. Jetzt frage ich euch mal, was glaubt ihr bedeutet Schnorr? Von Schnurres. Ja? Nach Geld schnurren. Nein? Schnurrbart. Nein. Schnorr, Oder wenn man sich wohlfühlt, dann schnurrt man so. Nein. Ja, aber was ist denn hier in dieser Straße? Ja. Ach so, ja, vielleicht weil die Nachbarn sich was rüberreichen konnten Über eine Schnur. Die haben geschnurrt. Da haben wir es doch noch. Eine Schnur? Über eine Schnur. Ja, pass auf, Schnur, also über eine Schnur ist schon mal gut, aber es hat nichts mit Fenster rüberreichen zu tun oder sonst was, sondern wenn ihr mal hier reinguckt, die Häuser sind aufgereiht wie an einer Schnur, deswegen heißt das hier Schnur. Ja, geht, ne? Wir müssen auch in die Läden reingehen, um Souvenirs zu finden. Der eine, der ist gerade, der andere ist jetzt krumm. Der eine hält Hänge und der andere. Oh ja, Hänge. Stonn! Oh, schon kaputt hier. Bremer Kluten werden eigentlich was für... Was ist denn das, Kluten? Bremer Kluten, das sieht aus wie Würfelzucker mit einer Schokoladenglasur. Ich guck mal, was es hier gibt. Hallo. Das ist noch fast typischer als hier. Nehme ich auch noch mit. Wir haben jetzt eine Kleinigkeit gekauft. Das sind einmal Bremer Kluten, den sie schmecken. Und natürlich ein Original Bremer Pfefferminzbabbler. Wir gehen da lang.
Kommt mal mit. Ja. Oh, hervorragende Akustik. Oh, steckt fest. Stell dir mal vor, du wohnst hier. Ja. Hier sitzt sogar einer, hallo. Hier wird die Hälfte unserer Crew stecken bleiben. Hier ist das weltbekannte Katzencafé. Ah, da sollte man da eigentlich einen Kaffee trinken gehen, oder? Mal oben. Nee, da wollten wir ein bisschen zeigen. So. Lecker was? Leckerer Kaffee. Kleines Anekdötchen nebenbei. Hier der Schnorr, das war damals von der von den Schiffen, das waren alles so kleine Seemannshäuschen. Und hier wurde viel Müll abgeladen. Deswegen gab es hier auch super viele Ratten. Und wo Ratten sind, natürlich gibt es natürlich auch ein paar Katzen. Deswegen haben sie dann gesagt, da machen wir das Katzencafé draus. Ob man es glauben kann, weiß man nicht, aber... So, gleich geht's los. Ich poste noch schnell das Tourtagebuch von gestern. Und solltet ihr mal reinschauen. Und ihr müsst auf jeden Fall natürlich wieder Augen und Ohren offen halten. Auf geht's! Yes! Ja! Tight waren wir heute. Ja. So, das war Bremen. Und jetzt geht's weiter nach Münster. Ich muss mich aber gerade einfach noch mal ein bisschen abkühlen. Bis später.